Bleib mir nicht auf der. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also weißt du, du weißt Big Bas Entertainment. Big Bas Entertainment. What's good, ladies and jadis? Wir sind wieder back. Es ist Mittwoch. Du weißt, was für Zeit es ist. Rap Weednesday, baby, baby. Mein heutiger Gast, er ist da, der Andy Light. Was geht, Bro? Was geht? Merci, hast du Zeit genommen, Bro. Merci dir. Stell dir am besten mal kurz selber vor. Also aber bei der Andy Lights stehe für leichte Bars, fröhliche Bars. Kannst nicht so sagen, in welchem Genre. Also ich bin aufgewachsen hier in Thun. Bin 14 Jahre auf Königs gezogen und seitdem bin ich ein bisschen aktiver mit Rap. Also wirklich mit dem Rausgehen dran. 2 Alben schon rausgebracht und bin jetzt an meinem 3. Album. Herkunft Norwegen, Deutschland, Schweiz, also verschiedene Herkunftsländer. Jahrgang und wo bist du aufgewachsen? Jahrgang 92 und ich bin hier aufgewachsen in der Hood Thun, Neufeld. Shoutout. Warum Andy Light? Also Andy wegen Andreas, Andy, aber auch wegen Norwegen, Deutschland. Aye. Yes, Light wegen leichte Bars, aber auch wegen meinem Gewicht. Es ist seit der 9. das gleich. Und die Light wegen Fröhlichkeit, also ich will wie frohe Bars bringen, frohe Botschaften. Yes, sir. Yes. Geil. Message ist dahinter, 2-3-deutig. Sehr Voll. gut. Seit wann machst du Musik? Seit der 2. Klasse. Seit der 2. Klasse, Yes. Mann. Boy ist um. Ja, schon dann angefangen Tagebuch schreiben, Hure gut. so mit Bars. Dann noch inspiriert von den Casting Crews, die es dann so gegeben hat, Proses oder dann auch Black Eyed Peas. Das ist so die Route, die ich habe und schon der Style von Hip-Hop, den ich liebe. Wir schauen uns mal den ersten Videoclip an für heute. Und der heisst Hoodie, vor einem Jahr rausgekommen. Ganz geiler Clip, muss ich sagen. Ich finde auch, so, Merci. dein Style ist schon ganz speziell. Du bist einfach dich selber. Du probierst nicht irgendwie mit Cap irgendeine andere Person zu sein. Du bist einfach dich selber und du gehst nicht durch, Bro. Ich bin ihr Sohn, warte auf Verzug. Ich bin nicht alone, daneben da bist du. Seh dich von diesem Winkel, seh dich schon winken. Du willst mit mir linken, wie kann ich dich lenken? Ich muss nicht mehr denken, ich bin auf der Schnur. Bruder, ich bin denen, also halt deine Schnur. Lass mich nach dem langen Namen, ich hab so viel um durch. Gar kein Bock auf Larifari, lass mich in der Zone. Mutti, ich bin King, ich muss nicht reden. Musik im King, wie ne sagt Papa. Bruder, ich bin nicht traurig, aber Mutti, bitte lass mich wie ne Studie in der Bibel von Uni. Der hat auch ein bisschen versteckte Botschaft. Es geht dort so darum, also die Situation im Studium, wenn ich fertig bin mit Studiumtag, will ich aber nicht mit den Leuten reden. Ich bin wie ein Hoffnungsbuch, manchmal wird ich Vater gesucht. Du schaust mich so lang an, als wäre ich für dich da im Bücherregal von dem Büchertausch. Für dich gibt's keine Basis, ich geh heute allein, hey Buddy, ey. In diesem Clip siehst du Leute, die am Anfang Bücher lesen und dann kommt so ein WWF-Dude oder auch irgendeiner, der am Bahnhof so Leute anquatscht und probiert ihnen wie die Bücher wegzunehmen und das Handy zu geben. Und das ist so die Gefahr, die wir halt haben, wenn wir am Bahnhof sind, dass wir einfach die Drogen reinspritzen, weißt du. Und das ist bei mir auch das Problem. Also ich bin da honest, ich bin selber auch Teil von diesem Problem. Ich will ein bisschen verweilen in der Geschichte, wo ich vorher bei der Bühne liegen, ich hab geleistet. Bilde mich mit Musikunterricht, es ist besser, wenn du mich nicht unterbrichst, ich bin laid back. Hyperfokus, seh Zeug im Voraus, der Typ ist Modus, wenn ich dich sehe. Scheuklappe oben, ich hab Freude an der Mode vor, Bahnhofverkäufer schützen die Idee. Genau, das wollte ich adressieren. Und gleich gibt es ja manchmal so die Situationen, wo du wie den Tunnelblick brauchst. Also mir geht es immer so Hoodie rauf und es sollte niemand mehr mit mir reden. Und die Zone steht auch für etwas Positives, also die Musik, die ich nachher kann. Bruder, ich bin nicht traurig, aber Mutti, bitte lass mich wie ne Studie in der Bibel von Uni. Bibel von Uni, ey. Wie ne Bibel von Uni. Wie ne Bibel von Uni. Du kannst mich nicht lassen. Musikalisch sehr gut, muss ich sagen. Beat auch. Wie viele Videoclips hast du offiziell draussen? Oh shit, gute Schätzfrage, keine Ahnung, vielleicht etwa 15 oder so. Sehr gut, stabil.
Wie viele Albums? Vorher hast du gesagt 2. 2 Alben und noch eine EP-Serie. Das war so ein bisschen eine Schreibkrise, wo ich wieder so ein bisschen reinfinden musste. LA, und dann habe ich so gemerkt, ich liebe Konzept. Ich könnte eine Serie daraus machen mit so Stadt und Fluss nehmen und so, und dann sind immer mehr Songs entstanden. Und dann hören dann noch ein paar. Ja, genau. Das ist mir auch aufgefallen, so als ich deine Songs habe durchgelassen habe, ist mir dann so aufgefallen, da ist so Städte drin, so Tokio, Ja. LA. Und dann ist mir so aufgefallen, ein geiles Konzept, weißt du, so, wirklich, das ist ganz geil gemacht. Auch die Tracks selber sind auch ganz gut, die Clips. Und ja, man, wir ziehen uns den einen oder den anderen rein. Yes, sir. Mit wem hast du alles Feats gemacht bis jetzt? Also jetzt Ben Whale ist sicher das bekannteste Featuring, das ich schon gemacht habe. Früher noch mit dem Apparel, der ist jetzt Joshua Hewitt. Das ist vielleicht auch einer der grösseren Features. Und dann ich habe schon mit so vielen Newcomer auch Features gemacht. Ich habe Newcomer begleitet, wo sie noch nicht so bekannt waren. Sie der Freshman, mit dem bin ich viel unterwegs gewesen, 18, 19. Konzerte gegeben. Aufnahmestudio, wo nimmst du so dein Zeug auf? Hey, jetzt nehme ich es im Hip-Hop-Center auf. Ich habe schon viele Studios gesehen in der ganzen Schweiz. Aber jetzt nehme ich es selber auf und schicke es nachher für das Mix-Mastering. Was machst du zuerst? Der Beat? Oder machst du zuerst den Rap? Passest du die Rap auf den Beat an? Oder passest du den Beat auf den Rap an? Früher habe ich schon zuerst einen Text geschrieben und dann einen Beat gesucht. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass es einfacher ist, wenn ich zuerst einen Beat habe. Weil jeder Beat erzählt ja eine Geschichte. Genau. Also habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt mir so einen Vibe. Und ich reagiere sehr, sehr schwer auf einen Beat. Also für das Hi-Hat, das irgendwie anders tönt, ich will es dann gar nicht verändern, ich gehe völlig auf den Beat ein. Genau, ja. Das kann man als Stärke und Schwäche anschauen. Weißt, ich bin jetzt nicht so der zum Producer geht und sagt, kannst du mir dort noch den Teil verändern? Ich lasse nicht einfach so und schreibe drauf. Also ich gehe sehr drauf ein. So. Es ist wirklich eine herzige Geschichte. Und zwar, ich war in einer WG während der Corona-Zeit mit 14 Leuten. Und einer von denen ist Pianist. Und wir haben so oben, wir waren halt eingesperrt, oder? Es war ja Quarantänezeit. Haben wir gesagt, komm, wir spielen einfach mal ein bisschen Piano, ich schreibe irgendetwas Poetisches. Und dann ist mir so in den Sinn gekommen, so, damn, in dieser Zeit hat es Bärli gehabt, die sich nicht mehr sehen konnten, wegen dieser Grenzsperre, oder? Ich seh die leeren Äste, der Baum scheint so entweiht. Die Blätter in den Händen schreiben Songs in dieser Welt. Dort oben hat's kein Nest, kein Ort mehr für uns beide, yeah. Das Bächli nebendran fließt nicht mehr wegen dem Stau. Vor uns liegt ein Damm, der mir nicht mehr erlaubt. Das Heben an der Hang verwindet so wie Lob, yeah. Das ist schwierig, oder? Und ich habe den Song für diese Leute geschrieben. Also es ist so ein Liebestrack, du bist so nah und doch so fern. Und dann habe ich zum Spass diesen Song an Ben Way geschickt und gesagt, du soll ich den droppen, ich weiss nicht. Und er hat das Gefühl, er hat gesagt, er schreibt etwas drauf, Featuring zurückgeschickt, 2 Verses. Und dann haben wir den rausgebracht, ja, nach Mix-Mastering. Wie betäubt stehe ich da. All die Bäume sind schon da, aber warten auf einen Blütenstaub. Die Garten ist mir nicht mehr los. Wie eine Wand zwischen uns liegt Kristall. Und der Pianist, der hat dann eben einen Hochzeitsantrag gemacht mit dem Clip, mit einem Maibäumli. Und in dieser Zeit hast du eigentlich nicht mehr als 5 Personen dürfen sein. Okay. Wir sind mit im Nachgang und wir sind in 10, 12 Leute gewesen. Und es hat verdammt angefangen zu schiffen. Und wir mussten den Baum irgendwie aufstellen. Er ist so fast gegen die Wohnung gekracht. Ich meine, der war etwa 20 Meter hoch. Also zieht nach den Clip rein. Es war crazy. Und am nächsten Tag hat seine Frau, die dann aufgestanden ist, hat vor ihrer Tür den Baum gesehen. Gewusst, okay, ja, das Wabern jetzt, ja, wir alle. Wie betäubt stehe ich da. All die Bäume sind schon da, aber warten auf einen Blütenstaub. Die Garten ist mir nicht mehr los. Wie betäubt
betäubt, steh ich da. All die Bäume sind schon Also, da. das Lied ist wunderschön. Mir selber flasht es hure. Es hat so einen Ohrwurm drin. So. Aber überzeugend. Wie betäubt, steh ich da. All die Bäume sind schon da, aber warten auf einen Blütenstaub. Die Garten ist mir nicht mehr los. What's good, ladies and JDs? Schön, habt ihr auch eingeschaut. Das ist Rap Weednesday. Mit dem Gast Andy Lights. Brutaler Track haben wir gerade gehört. Der Blütenstaub. Was meint ihr, Chat? Also, das ist der krank. Das hat ein anderes Potenzial. Das erinnert mich so ein bisschen so typische Mundart. Der Gölle-Style oder irgendwie so, weißt du, so richtig. Aber gleich noch, weißt du, so mit Autotune und so, es Genau. ist gleich noch mein eigenes Vibe. So. Noch zu deinen Tracks, wo du so Städte erwähnst, willst du dort so noch ein Album machen? Und was hast du noch so vor? Was für Städte? Ich freue mich schon auf Rio zum Beispiel, Rio de Janeiro oder etwas. Ja, könnten wir zusammen machen. Also, es war so ein fortlaufendes Projekt. Zuerst ist ja Stadtland Flow 1 rausgekommen und dann habe ich gemerkt, ich habe noch mehr Songs auf Lager, die passen könnten. Tokio war so der erste, weil ich halt auch so ein bisschen Asien-Einfluss hatte. Meine Mutter ist eben auch in Hongkong aufgewachsen, also ich bin wirklich pure Multikulti. Das ist auch so der eine Song, meine Mutter kommt von Hongkong. Vielleicht gibt es mal 3, mal schauen. Es hat schon noch Kontinente, Ja. wo man bereisen kann. Aber also, die Idee dahinter ist sicher mal ganz brutal. Ich bleibe echt kreativ und mache eigentlich immer weiter. Geile Sache. Wir freuen uns alle sicher drauf. Und wir ziehen uns den nächsten Clip rein. Und der heisst Tokyo, vor 4 Jahren rausgekommen, produced by OZO. Tokyo, Tokyo, Vika. Tokyo. Hab mich Jockey-Job, ich bin Co-Pilot mit chli Photoshop, ey. Tokyo, sagen sowieso, mach es aber nicht, ich bin wie Pinocchio, ey. Sorry Bro, bin nicht produktiv, so vergessen um Politik. Ich will gern schon so wie sie, aber ich bin wo ich bin, Tamagotchi. Also dort sind ein paar vom Hip-Hop-Center dabei, die eben mit mir arbeiten. Und es ist ein kreativer Clip. Ich finde, der Clip oder der Song tut sehr gut darstellen, was ich mit Musik gerne mache. Einfach kreativ sein. Meine alten Songs sing ich Karaoke. Meine alten Songs sing ich Karaoke. Tokyo, hab mich Jockey-Job. Sachen machen, die andere noch nicht gemacht haben. Und ja. Photoshop, ey. Tokyo, sagen sowieso, mach es aber nicht, ich bin wie Pinocchio, ey. Kamikaze statt Auda Harakiri. Ich hab gang noch Wort Karate, stopp es FIFA mit Shakiri. Kauf es Mikro auf Alibaba, ich geh ab wie Mitsubishi. Ist mir gleich auf was der Fahrer Boy, ich schreibe in meinem Bigi. Wow, ja, ja. Origami sortieren meine Papier, wir Support für die Sans-Papier. Ohne Wahl sagen Konnichiwa. Du kannst gern deine Füße, die ich drin hab. Ist das Original für die Gucci-Cam. Ich bin noch nie so Muxi-Fam. Gucci Gang statt Gucci-Gang. Musst du gleich sein, all die Hoodies weg. Du ne Jugendpastor, lebt in Tokio. Lebt die Tugend gut vor, kein Kopfkino. Soziale Medien. Wo bist du am stärksten vertreten? Insta. Insta. Ja, das ist schon Sehr gut. Channel, wo mir am meisten läuft. Und YouTube. Das ist ja, glaube ich, auch, gell? Dein eigenes YouTube. Stimmt, da bin ich auch recht aktiv, würde ich sagen. So, Aber ja. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, so in den letzten paar, oder gut, letztes Jahr ist es ein bisschen abgeflacht, so mit YouTube-Views und Videoclips. Und da frage ich mich dann schon ein bisschen mehr, so, ja, bringt es noch? Aber rein von Langlebigkeit habe ich das Gefühl, ist YouTube immer noch etwas vom Stärksten. Let's go. Lasst alles Abo da bei meinem Boy, sehr talentierter junger Künstler. Der nächste Track, den wir anschauen, ist wieder eine Stadt. Die fängt mit M an. Was ist es für eine Stadt? Let's go. Was gibt es für Städte, die mit M anfangen? Es ist eine Stadt und es ist ein Fluss. Beides. Mailand ist falsch, Bro. Mailand ist kein Fluss. Aber er hat es probiert. Eine Stadt mit M, ich wüsste jetzt auch nicht so. Ja, es ist schon noch schnell. schwierig, ja. In diesem Fall tun wir es auflösen. Mississippi und... Ich seh deine Situation, ohne Job, ohne fixen Lohn. Dir fehlt die Tagesstruktur, scheiß mal auf die Akupunktur. Medizin gegen Symptom, eliminieren was Info. Hell ist so Schaben im Kopf.
hast schon leider schon 1000-mal gehört. Du hast genug von der Sitzung mit dem Psychotherapeut. Lüg mir einfach an, ich bin für dich da. Lüg mir einfach an, deine Leute sind für dich da. Du bist mir wichtig. Deine Augen klappen mir eine neue Richtung. Wo ich nie würde, ich seh meine goldige Mitte. Let's go, ladies and JDs. Hure gut. Was hast du noch so für versteckte Talente? Ja, boah, shit. Keine Ahnung, jetzt langsam kann ich auch mixen. Ich tue hure gerne Stimmen selber mixen, aber meine eigene Musik noch nicht. Da bin ich sehr picky. Aber es gibt schon junge Künstler, die zu mir kommen und ich mache auch gerne Albumcovers und so. Das ist jetzt vielleicht so Zeug, genau, wo noch ein bisschen Hirn ist, aber ich mache es. Yes, sir. Was hast du so für Hobbys so? Chillen mit Wifi, geheiratet, wir schauen gerne irgendeine Doku oder gehen irgendwo reisen. So, ja, voll, das finde ich auch nice. Und shooten, ich liebe es, Sport zu machen. Einmal pro Woche. Was die Wette machst, eben geil für mich. Du bist im Flow, meine Mississippi. Hast du mal live gespielt? Kann das sein? Ich habe schon live gespielt, genau, ja. Ich wollte mein Live-Game sicher auch noch ein bisschen aufsteppen, dass es noch ein bisschen besser wird. Aber ja, ich habe nicht so oft Konzerte. Also vielleicht 5 pro Jahr höchstens. Und viel auch kleinere Konzerte. Also ich nehme auch viel wahr, was ich kann. Wow, aber probiere auch mal neue Songs zu machen, die noch mehr live funktionieren. Jetzt ist das ein krasses Studioalbum, das ich bringe. Aber nachher habe ich schon auch mal vor, etwas, das mehr richtig live geht, zu machen. Yes, sir, ladies and JDs. Andy Light ist da. Passivraucher, Aktiv, a.k.a. Das ist Rap Weednesday, der wisst Bescheid. Ja, na, danke nochmal, bist du gekommen, Bro. Hast du dir Zeit genommen? Merci dir. Und jetzt kommen die Fun-Fragen. Freust du dich drauf? Hure. Let's go. Also. Tupac oder Biggie? Damn. Tupac. Schweizer Rap oder deutscher Rap? Schweizer Rap. Weed oder Aug? Auch. Mein Name ist Andy Light und ich bin... Ein fresher Rapper mit Light Bars. Yes, sir. Kalt oder warm? Halt. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, denke ich als erstes an Meine Wifi. Lieblings-Superheld. Batman. 2001 Version. Netflix oder YouTube? YouTube. Filme oder Serien? Film. GTA 5 oder Fortnite? GTA 5. Ich habe noch nie Fortnite gespielt. Muslim oder Seppli MC? Oh ey, Muslim. Safe. Safe. Ja, voll. Mein Name ist Andy Light und ich hasse. Dem. Shit, ich hasse viel, aber es ist ein krasses Wort. Also ich hasse einfach alles Böse, was wie pervers böse ist. So. Das ist ein Typ. So, ja. Ja. Arsch oder Titten? Tiefe Frage, ne? Damn, ist auch eine schwierige Frage. Ja, So. da geht die Meinung auch Nein, wieder Mann, auseinander. ey, ich finde es schwierig. Also, der whole Booty. Top 5 Lieblingsrapper ever. Oh shit. Okay, das ist verdammt schwierig. Ich glaube, Platz 1 persönlich. Lecrae. Dann Stormzy. Megalo. Dann ist es schwierig, weil ich halt auch so Crews, die ich gerne habe. Also Black Eyed Peas haben mich sicher auch geprägt. Lauryn Hill, die ich hure schön finde. So, oder weißt du, wie mit Rapmusik kannst du so viel ausdrücken. Poetisch auch. Und das fühle ich hure, wenn Rap einfach so poetisch und divers kann sein. Und auch als Frau, also wie, es spielt wie keine Rolle, welchen Gender du hast. Also kannst, mit Rap kannst du hure viel ausdrücken. Lieblingsfarbe. Blau. Politische Einstellung. Mitte. Du darfst 3 Sachen mitnehmen auf eine verlorene Insel. Und das wäre Bibel. Block Papier zum Schreiben. Und noch ein Laptop mit Beats. mit ewiger Batterie, nicht vergessen. Ja, man, wichtig. Ewige Batterie mit So, Laptop. Body, Soul, Spirit, ich hoffe, der Rest, so Früchte und so sind dort. Ja, safe. Sommer oder Winter? Winter. R&B oder Reggae? R&B. Drill oder Trap? Ah, Trap. Salsa oder Samba? Samba. Batman oder Spider-Man? Damn, ich muss für Batman gehen, hast du vorher gesagt. Spider-Man oder Superman? Spider-Man. Superman oder Batman? Batman. Big Bas Entertainment oder SRF? Big Bas Entertainment, you know! Konkurrenz Ey. ist schon mal nennen, Shoutout. Safe.
Gib ihm. Nein, yes, das wär's eigentlich schon gewesen. Lit. Geiles Crazy. Tag, saubere Antworten. Merci. Sehr gut. Great. Und viel Erfolg noch und Merci. super Post hier in Zukunft. Wir schauen uns noch den letzten Clip von heute. Wir haben heute kurz, das stinkt wieder wie ein Waschmesser. Und der Der letzte Clip für heute. And the Light Robinson Crusoe. Ey. Ich habe es richtig gut gesprochen. Robinson Crusoe, genau. Das ist so. Auf einer einsamen Insel, da haben wir es wieder. Yes, Oft bin ich wieder an dem Ort, wo alles schön und gut ist. So richtig heimelig. Alles picobello. Unheimlich schön. Oder eben auch nicht. Vielleicht auch schön unheimlich. Ich will raus. Ja, kurz vor dem ins Bett gehen, habe ich mich Bär gefragt, wo hat's die besten Wellen im Meer? Er erzählt mir von Tälern in Nepal, Weltreise, Heldengeschichten, ich geh der gehen. Meinem Vater zuzulassen über seine Pannen, Mutproben machen Buben zu Mannen. Geht so einem Mann eine wilde Idee an, muss halt seine Mutter erahnen. Lana, los in die Welt, mit seinem kleinen Pad auf los in die Welt. Ich will selber Geschichten schreiben wie mein Vater, brauche keine Schicht voll Geld, scheine wieder Platter. Besteigen Berge von der Kunst, Matterhorn, frage mich woher das kommt, was ist morgen? Das liegt allein in meiner Federn, darum lass ich die Reise nicht mehr chattern. Crusoe, ich hab Pack, ich bin los, ich will weg von der Stadt, Mann, ich bin so viel unterwegs. Behalte die Stadt hier im Gepäck. Yeah, Hase packt meine Chance. Ich geh weg zu der Agglomeration. Ich bin unterwegs. Behalte die Stadt hier im Gepäck. Robinson Crusoe. Beschreibt, glaube ich, sehr gut mein letztes Album, wenn ich weggezogen bin von daheim, von der Komfortzone her auf Königs, auf Bern. Ist jetzt auch nicht allerwelts weggegangen oder so, aber dort hat auch meine Musikkarriere angefangen. Kabel, Mac, kein Ort ohne Akkugerät, kein Wort für Wackelkontakt. Tschüss zusammen. Peace out. Shout out. Gut, schönen Abend. Tschüss zusammen. Merci. Stromgrösse Norm hätte jeder. Erst in mir fremden Szenen kann ich mich selber kennenlernen. Was nützen wir Menschen, die gegen nur nicken? Alles so gewöhnlich, wir durch gleich ticken. Sollte ich echt mal wo anders verkehren, in Kulturen mit anderen Zeiten. Ich hab Pack, ich bin los. Ich will weg von der Stadt, Mann, ich bin so viel unterwegs. Behalte die Stadt hier im Gepäck. Oh yeah, Hase Pack. Gebt Follow überall, aber Support Follow them. immer, Holla. gebt ihm Follow. Let's go. Baute die Stadt hier im Gepäck. Robinson Crusoe. Erwidere an mein Horizont. Was machst du so? 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 Ich hab Pacht, ich hab Pacht. What's good? Wurde brutal. Den hier habe ich immer gemeint. Kennt ihr den noch? Der NBA-Spieler von früher. Mailand ist falsch, Bro. Mailand ist kein Fluss. Aber er hat es probiert. Das ist viel dummer. Langsam. Also ich könnte fix eine Bewerbung schreiben. Wir sind noch ein Chat-GPT. Nein. Ja, Mann. Ich sehe es Hallo, mit dem so, Motherfucker. Ja, ich hab mal etwas gesehen. Ich Ja, meine, das das schon. weißt du, manchmal ist das ja aber schon hier so. Hat sich so lautlos am Reden. Wie... Ja, aber schon 15 Minuten lang bin ich auf Mute gewesen, Mann, und niemand sagt mir wie so. Und plötzlich merke ich hier so rot. Und niemand kommentiert? Ja, also, wenn ich am Zocken war. Okay, ja, real. Interview wäre schon verkackt. Nicht mehr. So, wir eignen uns langsam am Ende zu. Lass sie, Big Bass. Der Kater, der Hater, hat gesprochen, let's go. Extra tue ich dir jetzt hier reincutten in nicht eigenes. Nein. What Hit me baby one more time, ne?
Di Janeiro. Da, da, na, 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 na. Ja, Mann.